Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist es dann endlich soweit, noch lange Jahren, und das ist schon bald großjährig, während dem in der Verfassungsreform geschafft wurde, gehen heute an die finale Änderung vom 4. und um das letzte Kapitel von diesem Reformprozess gestimmt. Wie bekannt ist, wir Piraten als Membres an einer Urwahlposition bezogen zu der neuen Verfassung, und eine Majorität von den Membres hat sich für die neue Verfassung ausgeschwert. Wie auch wir hier in der Chambre konnten als Membres 4 Stimmen aufgeben, also mit alle Kapitel einzeln bewerten. Alle Kapitel kriegen eine majoritär Zustimmung, aber bei diesem spezifischen Teil waren das 84,5% von den Membres, die dafür waren. Das Kapitel war das auch am unkontroverste war, und ich meine, das tut noch heute aus den Reden halbannen klar heraushören. Wir Piraten hätten uns zwar bekanntermaßen gewünscht, dass die Regierungsparteien an CSV jetzt mitgehalten hätten und die neue Verfassung der Bevölkerung an einem Referendum zum Wort gelöscht hätten, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Über den Weg von der Urwahl konnte man zumindest dann aber als Members einmal freuen, weil das wichtige Thema von der Bürgerbeteiligung liegt uns um Herz. Das hier ein Kapitel als ein ganz wichtiges Thema. Ein ganz wichtiges Kapitel, weil es politisch Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von ihren Repräsentanten an der Chambre stärken wird. Und die höchste Zustimmung zu diesem Text von über 84% bei unseren Members weiß doch, dass das hinten beim Wort bewusst war. Kein anderes Kapitel kriegt so eine höchste Zustimmung, und ich meine auch kein anderes Kapitel geht Bannen so positiv bewährt. Besonders interessant für viele politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger, also in dieser Reform zum Beispiel die Abfeierung vom Initiativrecht. So wie das auf europäischem Niveau schon wie lange möglich ist, werden sich auch zu Lützeburg Bürgerinnen und Bürger in Zukunft können zusammentun, für einen Gesetzespropos auf den Instanzenweg zu bringen. Das ist ein wichtiger Schritt, für so politische Partizipation zu stärken, und darüber freue ich mich ganz ausdrücklich. Das ist eine Forderung, die wir da nächstes Jahr nicht mehr müssen an das Wahlprogramm rüberretten. Gleichzeitig muss ich auch so, und das Proposieren von einem Gesetz nach lang nicht dazu feiert, dass die Majorität der Ideen dann ja auch abgreifen wird. Das wissen wir als Oppositionspartei nicht mehr so gut, an Haut werden wir eigentlich Gelegenheit tun, mehr im Detail darüber anzugehen. Wenn man die Motiv von der Bürgerinitiative also wirklich nutzen wollen, für Bürgerinnen und Bürger in Zukunft mich stark an den demokratischen Prozess anzubannen, dann wird nicht sehen, dass die Regierungsparteien weiter just stur die Proposen aus der Bevölkerung stimmen, die sowieso schon an ihrem Koalitionsakkord stehen. An die anderen, an den Tierrang packen, an do verstöpsen lassen. Das tut mit Machtbestimmung nicht zu dienen. Da können die Leute sich ihr Engagement durch Spuren und einfach warten, dass umgesetzt wird, wird die Majorität an dem Moment auch immer für richtig hält. Einen ähnlichen Umgang sehen wir ja aktuell auch mit den Petitionen. Erfolgreiche Petitionäre kriegen gratuliert, gehen in die Bar. Also gut, wenn die Chambre sich eins, dass der Petitionäre recht tun. Und hier müsste etwas geschehen. Verschwenden das hier nur lange Zeit, oder es gehen eben die Punkte rausgezogen, die Majorität sowieso schon zu lange für hat zu ändern, und die anderen gehen fallen gelos. Bei Motionen, also nämlich die Chambre stimmt stimmig teilweise Motionen, an der Umsetzung, da hört den da lang nicht mehr davon. Der reellen Einfluss von den Bürgerinnen und Bürgern auf den politischen Prozess ist dann eigentlich null. Mit der Regierung und der Majoritätspartei können ja dann einfach darauf verweisen, dass sie hier auf Bürger gelauscht haben. Weil es weiß ja kein, dass sie Ideen noch umgesetzt hätten, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger sie gefordert hätten. So etwas nennt sich Scheinpartizipation. Und noch wenn ich kurzfristig Leute mal täuschen kann, erkennen sie langfristig ganz deutlich, wie wenig Pulver ihnen eigentlich darauf zukommt. Wenn der neue Motiv von der Bürgerinitiative, den als Verfassung an Zukunft soll gehen, also wirklich zu mehr politischer Partizipation soll führen, dann muss sich auch im Niveau von der Responsivität von der Majorität etwas tun. Das soll natürlich nicht heißen, dass alle Propos von den Bürgern einfach blank soll gestimmt gehen. Die Chambre ist immer nach dem demokratischen Repräsentant.
bei dem Ende Entschädungsgewalt leiht. An der CDU stimmen, den erreicht muss, hier als Bürgerin oder Bürger ein Gesetzespropos zu machen, als ja nicht vergleichbar mit dem Ziel von einem bindenden Referendum. Mir gibt hier wohl ein Mittelweg zwischen Scheinpartizipation und direkter Demokratie. An dem besteht ganz einfach daran, dass Mandatsträger offen sind. Und das müsste ja eigentlich ganz einfach sein. Mehr zwischen Fraktions- und Koalitionszwang oder verstehst du mich oder wie in der nicht will ausdrücken, so mal Zusammenhalt, bleibt an der Realität der oft nicht mehr viel Platz für neue Gedanken. Und das ist ganz bedauerlich. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich habe mich dafür entschieden, optimistisch auf diesen Text zu gucken. An der neuen Notiz von der Bürgerinitiative als Chance zu sehen. An Zukunft mehr eng op die Chamber zu erleben. Ob das dann noch so antreffen wird, werden wir gesehen. Zusätzlich zum Initiativrecht für die Bürgerinnen und Bürger gibt mit dieser Verfassungsreform auch eine neue Disposition geschaffen, die dann in Zukunft der Chamber ermöglichen soll, per Gesetz zu regeln, wie ein Personenkreis bei einer spezifischen Referendumsfrage soll mit aufstimmen können. Und wir Piraten fanden, dass das eine ganz positive Änderung ist. Ähnlich wie ein paar andere Leute sind wir nicht der Meinung, dass so eine Disposition ein Gefahr ist für das Wahlrecht von den Lützeburger Bürgerinnen und Bürger. Diesen Text sieht nämlich weder, dass dann in Zukunft alle Referendumsfragen muss und die ganze Population gestaltet gehen, noch, dass die Referenden bindend sollen sein. Die Verfassung legt Recht, darüber zu entscheiden, just bei der Chamber. Er hat selber keine Vorgaben mehr. Die Chamber kann ganz gut auch in Zukunft an alle Referendumsgesetze schreiben, dass just Anwohner mit Lützeburger Nationalität in der Wahl holen. Wann das der Wille von der Majorität verbunden ist. Aber sie kann, und ich betone, kann, nicht muss, bei gewissen Fragen noch entscheiden, den Personenkreis mehr weit abzumachen. Und noch ausländische Anwohner mitwählen zu lassen oder mehr jung Anwohnerinnen und Anwohner mitwählen zu lassen. Und das kann ja bei verschiedenen Themen durchaus interessant sein. Denken wir nämlich nur Fragen, die die Gemengepolitik betreffen. Wir werden heute nach einem Gesetzesprojekt stimmen, den den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vereinfachen, und die Gemengewahlen teilzunehmen. Du möchtest doch nicht mehr Sinn, dann das Bürger auch bei den Referenden über die Gemengefragen mitschwätzen zu lassen. Wir sehen an dieser Verfassungsänderung also definitiv kein Gefahr, mehr eine Stärkung von der Chamber, die den Deputierten erlaubt, den Personenkreis von den Wählerinnen und Wählern für die Referenden so festzulegen, dass noch bei der Frau passt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon nicht genug hier die Zeit für auch alle Änderungen an diesem Verfassungskapitel am Detail anzugehen. Mit ewige Punkt will ich dann aber nach für Schluss aber nach thematisieren, und das ist den von der Enquetekommission. Mit der neuen Verfassung wird der Chamber möglich sein, eine Enquetekommission anzuberufen, wenn 1/3 von den Deputierten das für nicht hält. Und das ist eine wirklich wichtige Stärkung von der parlamentarischen Kontrollfunktion, die ich nicht mehr begrüßen kann. Stehlen du denkst also auch nicht, dass es neue Regelungen dazu führen können, dass durch zu viele Enquetenpolitik ausgebremst gehen. Und ich unterstütze noch nicht den Aufruf, dass die Opposition der Wunsch spursam mit diesem Motiv soll umgehen. So wie man die Responsabilität hat, bei hier liegt. Weil ja wohl responsabel dafür ist, dass keine Enquetekommissionen gebraucht gehen, dann ist es die Regierung. Wenn sie nicht so viel Enquete will, dann soll sie so schaffen, dass es keine Enquete braucht. Und das heißt dann, kein Geheimkontrakt mehr, keine Inaktivität der Krisenzeiten, kein Favoritismus, kein Plagiater, und vor allem eine transparente Summe schaffen mit der Chamber, wenn es Teilen von Informationen geht. An der Seite der neuen Text auch eine Stärkung vom Informationsrecht von den Deputierten für. Ich meine, dass das Recht auch dazu beitragen wird, dass Enquetekommissionen limitiert werden sind. Wenn die Informationsrecht an der Praxis dann noch appliziert wird, an anderem sicherlichen Ausrede von, wie gerade Herr Thurmes es Lorem gemacht hat, bei einer legitimen Frage für einen Kontrakt zu sehen, den Mengen nicht so geheim ist, wie die Regierung hier spielt. Und ich meine, nach einen Appell und die Regierung Flexibilität zu weisen, wir können wie klar machen, wir können auf Ministerien kommen, das ist mir egal. Wir müssen auf Gericht gehen. Glücklicherweise steht noch etwas an der Verfassung über so Sachen. Und natürlich, dass auch die Chamber
an der Verantwortung. Alle Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich da gucken, dass man für den Hirsch bei der ersten Sitzung ein Propos für das Reglement 4 haben, dass wir endlich den Informationszugang geregelt kriegen, weil den Arrêt aus vom Januar letztes Jahr und wir sind noch immer nicht weitergekommen. Also das fängt so lächerlich zu gehen. Und da mengen ich, wann den Access zu den Dokumenten funktioniert, da braucht man eine Enquetekommission, weil da können Deputierten über Notieren schon hier Kontrollfunktion ausüben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau wie als Membren unterstützen auch wir Piraten hier in der Chambre, also die Änderungen aus dem Vierler in der Verfassungskapitel, und da gehen ich Eisenakkord zu diesem Text. Ich sage nicht merci.